Ja, eher ich noch ein bisschen von meiner Präparation erzählen, will ich dann einfach noch das Mod teilen. Schönen guten Morgen. So, das ist nicht mehr so lang. Das ist noch so ungefähr ein Monat bis zu meiner OP. Und das heißt, ich bin am Gang ein bisschen mich so darauf vorzubereiten, zu präparieren. Und ja, es geht so los echt. Und ja, eher ich noch ein bisschen von meiner Präparation erzählen, will ich dann einfach noch das Mod teilen. Und zwar hat ich gesagt, ich gehe Gliedpan-OP gemacht kriegen. Und das ist so, dass ich mich ganz spontan ein bisschen umentschieden tun. Und zwar, dass ich Gliedpan und Kolpektomie zusammen machen lassen. Und Kolpektomie ist eben auch Verschließen von der Schädel, also Zumachen von der Schädel. Und ich habe mich ziemlich spontan dafür entschieden, weil ich von anderen Leuten, die operiert gesehen und auch schon lange hier operiert gesehen, Erfahrungsberichte gelesen haben, Video gesehen haben und irgendwie schenkt mal mehr logisch und fühlt sich irgendwie mehr richtig an, da direkt Mord machen zu lassen, also und ja, da fährt schon dass ich eine E-Mail ab München mit, ob das dann überhaupt machbar ist, dass das danach lokal mitgemäht kann. Also das ist wohl ein OP, wo das zusammen aufgemäht wird. Aber ob das dann eben noch, weil bei mir eben ja geplant war, Gliedpan zu machen, ob das dann noch machbar ist, dann eben noch Kolpektomie machen zu lassen. Und der Coach schon ein paar Stunden angerufen und der Coach erklärt, dass das kein Problem ist, wenn ich soll so frei wie möglich Bescheid sagen, wenn ich das will machen, dann gibt es das noch gar nicht, das wäre normal kein Problem. Und dann habe ich dann ganz spontan im Moment direkt gesagt, ich will das machen lassen, sodass das sicher kein Problem ist. Also dürfte das so weit alles so geplant ist, geht das dann auch den 15. September mitgemäht. Ja, also ich fange nur so ein bisschen nervös zu gehen, aber ich muss sagen, ich freue mich auch mega. Wo das alles mir noch könnt. Ich habe nicht allzu viel Zeit für mich, für allzu viel Gedanken zu machen, weil ich ja noch arbeiten gehen. Aber trotzdem versuche ich mich irgendwie so gut ich kann, ob das alles viel zu präparieren, also viel zu bereden. Selbst das und Sachen besorgen und aber auch irgendwie mich so mental darauf viel zu bereden. Ja. Also was mache ich dann nur für mich so das Material viel zu bereden, also schon mal eben viel Listen durchgelesen von anderen Transmännern, die die OP gemacht haben, die also dabei hatten. Und dann habe ich mal verschiedene Sachen eben zugelöscht. Das wären zum einen so Badelatschen. Für eben können noch damit dann duschen zu gehen. Für viele Leute haben angeboten, eben keine normalen Schlappen, also so Hausschlappen mitzuholen. Weil das müssen eben so zwei Sachen mitholen. So Badelatschen, die kann man ja unten für sehen zu gehen. Und einfach eben auch für einen Dusch zu gehen, für dass den du nicht einfach so im Boden rundherum spaziert. Ich weiß nicht, ob die Duschen eklig sind, ich hoffe halt mal nicht. Aber ich schaue ja gut einfach mal unten, schon ja auch besorgt, die Dinger sind ja nicht so einfach teuer gewesen. Dann habe ich mir ab Rot von anderen Transmännern so einen Sitzring gekauft. Die kann ich so mit einer speziellen Luftpumpe abpumpen, weil verschiedene Leute haben nur Probleme beim Sitzen, weil das aber alles ziemlich schwer geht. Dafür habe ich mir dann auch mal so einen besorgt gehabt und hoffe, dass ich schon nicht brauche, mir ein paar Apps dabei zu holen. Wie das ich ja nur nicht sitzen kann oder mal einfach alles mega weh geht, schon lange für einfach nur heben zu kommen, wo ich beim Auto jemand hinfahren. Ja. Habe ich dann aber lieber den Sitzring gekauft. Und dann also zu München FFP2-Maskenpflicht. Der Tisch ist schon mal dann mal FFP2-Maske gekauft, weil hat sie letzte besprochen, der Josef kann. Ja, das ist schon mal eine ganz andere Sache.
also ganz viele andere Sachen Kauf und so. Mir war das nicht wichtig, ich war an die letzten Details anzugehen in diesem Video. Das will ich euch noch erzählen. Ja, will ich mich schon versuchen, doch etwas mental viel zu bereden. So, ich habe meinen Psychologen gemäht, mich ob dazu, ob die letzte, also meine OP, wo ich hatte, viel berät ging und einen Psychologen gemäht. Mir, Loman, hat dann ein bisschen lang. Und ich gucke mir immer viele Videos an von anderen Transmännern, entweder die so eine OP hatten, mir hauptsächlich die eben dynamische OP hatten, oder Hund wie Östelle Hund, und dann lesen ganz viel Beiträge auf Instagram oder so, oder Facebook von anderen Leuten eben. Und ich versuche mich auch so viel wie möglich dann auf die Klinik selber zu beziehen, wo ich dann alle operiert gehen, für eben dann genau, ja, so gut wie ich schlimm kann, mich darauf viel zu bereden, was, Fleisch, kein Werten geschehen. Und eben auch, einfach, dass ich weiß, was, wie so den Auflauf war, wie was da aufläuft, und ja, für das ich einfach weiß, was wird geschehen, und weißt du, wie die Idee vergehen, und ja, natürlich schon noch nächste Woche das Gespräch beim Anästhesist und beim Chirurg, wo eben die normale Routine frohen, du werden auflaufen, halt die ganzen normalen Präparationen für eine OP eben. Und du kannst natürlich auch noch einmal meine frohen, restlich frohe stellen, die ich eben noch so wert tun. Ich schon auf jeden Fall angefangen, einen kleinen Lösch zu schreiben, für das ich auch hier kein Froh vergesse, nicht, dass ich noch, da sitzen noch meine Freunde, wie weiß. Und dann komme ich ja noch hin und ich denke, na, möchte der Test noch keine Freunde. Aber, ja. Dann habe ich mir noch einen Lösch gemäht, für, weil ich alles will Motto rüberholen. Also eine Packliste habe ich gemacht, und ja, da habe ich die grundsätzlich normale Sachen eben drauf gesagt, die noch Motto von den Vakanz geht. Und dann eben noch verschiedene extra Sachen, von denen in der Klinik geht. Und ich versucht auch da anderen Leute froh, was ihnen eben hilfreich war während der ganzen Zeit, wie dann eben zum Beispiel die Sitzringer neben die Badelatschen. Und ja, schon die Lumol. Ich denke, soweit komplett die löscht, sodass ich da schon aufhängen kann, mit Wallis packen oder auf jeden Fall mal präparieren, du hinlegen, alles zusammenlegen. Schmiss soweit alles so, ich will jetzt gar kaufen, und ich denke schon soweit alles. Und dann, das ist schon muss kaufen, also kleine Snacks oder so zwischendurch, weil ich meine, ja, aus Bucher lang, weil ist mir doch alle gut gehen. Wie nicht, ne? Also ich auf jeden Fall, und ich meine, mir wird so ziemlich langweilig gehen. Also wenn ich mir sicher kleine Snacks mache, oder man diesmal vielleicht nicht schmeckt oder so, das ist, ja, oder ich einfach so ein bisschen Hunger habe, das kann ihr essen. Dann habe ich mal eine ganze Kopf Tee gekauft, das so, ja, weil ich überhaupt keinen Kaffee trinken, oder wenn es Milch geht, ein bisschen mit Geschmack zu trinken und nicht nur Wasser. Also an der will ich natürlich meine ganze Kamera und die ganzen Dinge nicht vergessen, für das ich auch mal tolle kann. Also ich hoffe, das klappt alles so weit, ich hoffe, ich fühle mich fit genug, für das alles zu machen, aber es ist immer so, dass das geht. Und ja, dann hast du nächste Woche dann ja das Gespräch da. Und da fuhr ich mit einer Freundin durch auf München, vom Auto dahin. Ich sollte anfänglich mal fliegen durch Überfliegen, aber mein Flug für darüber was cancelt gehen, ja, dann habe ich natürlich direkt Flug auch storniert. Bringt ja nicht direkt vor zu, wenn ich nicht darüber kommen. Ja, dann hoffe ich, dass ich wirklich nicht vergesse, für darüber München, weil, wäre halt ein bisschen blöd, wenn ich es nicht dabei hat, weil das ja nun nicht gerade um den Eiger, sondern Agent den einfach mal bringen kann. Dafür muss ich auch genug ein T-Shirt und so mitholen, am Fall, wo ich mich beklage, respektiv auch einfach anderem das Blut dann auch alles an. Vielleicht sind ich froh, wenn ich irgendwie oft Sachen wissen kann, obwohl ich schon oft hören und dass die mich halt einfach die in der Boxen von der Klinik eben unhatten, einfach angenehm haltbar. So. Ich habe lieber genug Mathe, dann sind ich mir sicher, weil das ist ja nur mega paranoia, dass ich irgendwas vergesse, und das wäre Menschen nicht so gut. Ich meine, ich muss mal genug suchen, oder dass sie genug nervös, lange mit der OP, nur wie, dass ich mir dann muss Gedanken machen, dass ich das vergesse. Dafür wünsche ich mir dann auch, ob Urrot von anderen Transmännern so Pösch besucht, dann wünsche ich natürlich vergessen. Eine Ewigkeit später.
so ein Pösch besucht. Das ist einfach so, ja, keine Ahnung, wie die Pösch nennt. Schon noch nach einer, verschiedene Pösch gekauft, weil ich mir nicht sicher war, was die richtigen ist. Für die Katheter noch keine mit Bein, also so ist einfach feste Pöschen, weil anscheinend das so mega weh tut. Und das möchte ich sagen, ist mir angenehm, auch für Duschen können ja nicht so gut, weil die Katheter ja nach oben Duschen gehen. Dass ich mir das irgendwie festbüschen kann, dass ich vielleicht Apps man muss unheilen oder drohen, weil ja, ich meine, Duschen das ist alles ein bisschen kompliziert für mit all den Sachen da. Mir auf jeden Fall habe ich mal gelöst, das Pöschstutz besuchen, das hat den anscheinend Zeit, da verliert, also mir nicht gemäht. Und auch, dass es man noch wehgetan hat. Mal gucken, ich lasse mich überraschen, ich hoffe einfach, dass es viel weh, aber für den Rest werde ich das schon bestimmt die verstehen. Ja, ich hoffe, dass das alles richtig geht, weil ich muss wirklich sagen, es ist schon ziemlich nervös. Weil jetzt aber irgendwo, ja, das so natürlich nicht so einen großen Angriff wie nur einen großen Abbau, aber ja, das ist einfach mehr ein OP und verändern sich Sachen eben und ja, das muss ich eigentlich doch schon einfach ein bisschen so, ich will nicht so mega Angst, also ich mache halt so ein bisschen so meine Gedanken darüber anstellen, das ist aber auch ganz okay, dass ich mal so Gedanken darüber möchte, wie ich nur wert ziehen, ob ich viel weh und ob alles richtig verheilt, ob ich kein Fistel wert tun und das ist also so Löcher an meiner neuen Harnröhre hun und so. Dafür ja, möchte ich schon aber ein bisschen zu Gedanken. Ich versichere, dass nicht so viel, also nicht so viel groß Angstschläge abkommen zu lassen, weil ich denke noch immer, dass ich am besten präpariert von den solche los Infos so rangeht. Ich meine, das tut dem Körper auch einfach gut, auch noch für einen, dass alles mir einfach hält. Es ist nicht schlecht und auch psychisch voll durch. Ja. Ja, ganz das echt. Ich muss sagen, also das ist schon ziemlich aufregend und mir ist auch mega froh, dass das Landschloss geht. Irgendwie ist was der Lumino könnt aber irgendwie 4 Fred mehr. Und das ist auch irgendwie schön, dass das so ist. Für ein bisschen blöd, oder nicht? Ja. Ich denke, die Zeit vergeht mega schnell bis dahin. Wahrscheinlich geht mein Januar viel zu viel schnell. Am Anfang denke ich immer so, oh Mann, das ist noch so weit weg und das dauert so lange und geht einfach nicht 4 Runden an und dann könnt ihr mal den Termin und da geht es immer mehr sehr, wie ihr gucken kann. Und dafür, ja, versuche mich dann noch irgendwie zu den nächsten Wochen so gut ich kann viel zu bereden. Mit alles packen und ja, vielleicht eben noch verschiedene Erfahrungsberichte lesen, vielleicht auch mal nach verschiedenen Leuten schreiben, die wir gerade an der Klinik sehen, die da gerade auch gemäht konnten. Das ist irgendwie nicht schlecht. So ein bisschen so können austauschen mit Leuten, die schon ein bisschen weit sind, aktiv das nämlich gerade mal machen, wie ihnen dann schon wird mal machen. Und ansonsten lasse ich das um Stück kommen. Ich versuche hier auch noch verschiedenes zu probieren, also dass alles soweit fertig ist, von Frucht gehen, dass dann alles präpariert ist, was schreiben rankommen kann. Ja, auf wie der Rest gesehen wir dann. Gucken wir mal, wer nächste Woche beim Gespräch ist, und dann alles packen und dann ist es sicher so weit. Zwischen gehen wir noch ein bisschen schaffen. Und dann versuche ich noch verschiedene Leute gesehen, den ich nach Adi will tun. Oh, adieu. Wie war das Adi für immer wert? Nee, natürlich nicht. Aber die ist einfach nicht gegeben, wie viel drunter gesehen. Verschiedene Leute habe ich schon gesehen. Verschiedene Leute werde ich noch gesehen. Ja, das ist wohl gespannt, was so geschieht. Und ansonsten, also, bis demnächst.